in Dortmund-Dorstfeld zeigen, wie notwendig das ist, dass wir in die Offensive gehen. Auf unsere Demo wurde ein Böller geworfen, mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Was hat die Polizei gemacht? Sie ist in unsere Demo reingegangen, hat so getan, als ob wir hier diejenigen sind, die Krawall machen, die man unter Kontrolle halten muss. Wir haben eben gesehen, wie die Nazis in ihren Wohnungen ihre Transparente gezeigt haben, wie sie den Schriftzug Hitler leicht verändert gezeigt haben. Und die Polizei unternimmt letztendlich nichts dagegen. Das ist in Dortmund nicht neu, das hat ja eindeutig Tradition. Der Mörder von dem Schulz ist wieder auf freiem Fuß, kann wieder Gewalttaten vollbringen. Der Typ, der Nazi, der in den letzten Wochen den Genossen von der Linksjugend angegriffen hat, ist ohnehin nur auf freiem Fuß, weil das Verfahren noch nicht ganz beendet ist. Diese Typen wollen uns mit ihrem Terror und ihrer Gewalt einschüchtern. Ich glaube, dass wir heute mit rund 500 bis 600 Leuten hier sind, ist ein Zeichen, dass wir die Schnauze voll davon haben, uns einschüchtern zu lassen und dass wir ein klares Zeichen setzen wollen. Wir werden dagegen kämpfen, wir wehren uns gegen die Nazi-Gewalt. Die Demonstration, die für den 24. September geplant ist und nicht so kurzfristig vorbereitet wird wie die heutige, kann noch eine weitaus größere Demo werden und muss gesellschaftlich auch breiter werden als die heutige Demonstration. Wir müssen es selber machen. Antifa bleibt Handarbeit. Denn auf diesen Staat können wir uns eindeutig nicht verlassen. Das Verhalten der Polizei in Dortmund ist bekannt. Die Machenschaften des Verfassungsschutzes, der Geheimdienste bei der Förderung und Nichtverfolgung des NSU sind bekannt. Wir können viele dieser Beispiele aufzählen, wo antifaschistische Blockaden, wo sich Hunderte und Tausende Menschen, die Nazis in den Weg gestellt haben, aufgelöst und verfolgt wurden, während die Nazis auf ihren Kundgebungen massenhaft Straftaten begehen können, gewalttätige Übergriffe machen können, den Hitlergruß und andere verbotene Zeichen zeigen können. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, auf diesen Staat ist beim Kampf gegen den Faschismus kein Verlass. Und das liegt nicht unbedingt in erster Linie an den einzelnen Beamtinnen und Beamten der Polizei. Ja, auch unter denen mag es Rechte geben. Aber es gibt bestimmt auch einige, die anders denken. Aber es liegt daran, an der Rolle, die die Polizei in diesem Staat spielt. Die Rolle ist es nicht nur Recht und Ordnung im allgemeinen Sinne aufrechtzuerhalten, sondern auch die Besitzverhältnisse und die politischen Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Und sie bereiten sich vor auf härtere soziale Auseinandersetzungen und üben an uns, erstmal relativ kleinen Gruppe von Antifaschistinnen und Antifaschisten, was sie auch später gegen breitere Bewegungen von Sozialprotesten machen wollen. Wir sehen das in Ländern wie Griechenland, wo massiv polizeiliche Gewalt gegen die Protestbewegung der Lohnabhängigen und der Erwerbslosen gegen die miesen sozialen Zustände eingesetzt wurde. Und insofern ist unser Gegner gewiss nicht der einzelne Beamte, sondern ist es dieser Staat und dessen Strukturen, die letztendlich nicht neutral sind, sondern den ökonomisch und politisch Herrschenden dienen. Es gibt ja so einen Spruch über Soldaten, also so einen linken Spruch, das wären Arbeiter in Uniform. Das wird auch manchmal über Polizistinnen und Polizisten gesagt. Ja, das ist aber so eine Sache. Einerseits sind sie lohnabhängig und haben die gleichen Sorgen wie viele andere. Überstunden, einen miesen Job, Stress auf der Arbeit. Insofern sind sie Lohnabhängige und Arbeiterinnen und Arbeiter in Uniform. Aber sie werden auch sehr stark ideologisch von diesem Staat indoktriniert. Sie werden sehr stark darauf ausgerichtet, nicht die wirklichen Probleme der Gesellschaft anzugehen, sondern die sich dagegen wehren. Und insofern wird sich erst in der Zukunft zeigen, ob man auch die einzelnen Beamtinnen und Beamten, die hier durch die Gegend laufen und ihren Dienst meistens ziemlich unhinterfragt ziehen, irgendwann mal erreichen kann. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, die heutige Demo war eine gute Demo. Denn wir sind mit 500 bis 600 Leuten in diese Nazi-Hochburg marschiert.
Man muss aber auch sagen, Dorstfeld ist keine Nazi-Hochburg, weil hier super viele, hunderte, tausende Nazis wohnen oder weil die Anwohnerinnen und Anwohner anders drauf werden als in anderen Stadtteilen. Dorstfeld ist eine Nazi-Hochburg, weil hier einige Dutzend faschistische Gewalttäter ihr Regime durchsetzen können und den Terror auf der Straße ausüben können. Und das, glaube ich, haben wir jetzt in Angriff genommen und ich bin mir sicher, dass die kommenden Demonstrationen größer werden und dass wir hier am 24.09. mit einer guten Aktion den Nazis zeigen können, der wirklich die Mehrheit in der Gesellschaft repräsentiert, nämlich wir. Alerta Antifaschista, bis zum nächsten Mal.